Hallo zusammen, du bist der Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben hier ein neues Gameplay, und zwar vom PS3 Crown Member Kleiner. Und er hat das hier wunderschön gespielt. Gratulation nochmal. Ist es schon ein bisschen älter, weil es noch ein Moment braucht, bis das bei mir angelangt ist. Hier auch noch ein herzliches Dankeschön an Saudi. Der Link zu seinem Channel ist in der Beschreibung. Er hat das Ganze aufgenommen und mir zugekommen. Der Spielmodus, den wir hier sehen, ist Hardpoint oder Stellung, glaube ich. Ja. Und es ist mal etwas anderes, weil primär seht ihr ja Domination Gameplays, wo ich das halt gerne noch am liebsten spiele, Mama, das kann man schon sagen. Aber ja, der Hardpoint-Modus, den sie hier neu haben hinzugefügt im Black Ops 2, ist eigentlich ganz okay. So ein bisschen wie Hauptquartier halt. Ja, ja. Genau. Währenddem, dass das saubere Gameplay im Hintergrund hier vor sich her rast, möchte ich aber noch 2-3 andere Punkte schnell ansprechen. Es hat doch ein paar Gaming-News gegeben und noch News von meiner Seite. Und nein, ich heirate nicht und die Freundin ist auch nicht schwanger, sondern es ist eigentlich ganz etwas anderes. Und zwar die nächste Crown Party, das heisst Open Lobby. Wollte ich eigentlich ursprünglich morgen am Donnerstag machen, aber dort ist mir jetzt etwas dazwischen gekommen. Und gleichzeitig habe ich mir auch überlegt, eigentlich ist es noch gut, wenn ich es an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Zeiten mache. Dann haben vielleicht auch verschiedene Leute Zeit. Weil der eine oder andere hat vielleicht am Donnerstag immer Training oder ich weiß es auch nicht. Darum ist jetzt der neue Termin am Samstag, der kommende Samstag, und das Datum von dem ist der 26. Und zwar würde ich sagen um 2 Uhr am Nachmittag, also 14.00 Uhr am 26. Januar 2013. Ja, ich weiss halt auch nicht, keine Ahnung, wie das Wetter ist am Samstag oder ob die Leute shoppen am Samstag oder einfach ein bisschen rumhängen. Sehen wir dann, wenn zu wenig rum sind, spielen wir dann einfach eine Runde online oder so. Also ich meine, wer auch immer Bock hat, soll doch online sein. Für die, die schon in meiner Freundesliste sind, weil dann sehe ich das und kann euch einladen. Und falls ihr noch nicht in meiner Freundesliste seid auf Xbox Live, schreibt doch euch einen Xbox Live Gamertag. Dunge Kommentar. Beim letzten Mal hat es nicht so gut funktioniert mit dem Hinzufügen, weil über xboxlive.com über xbox.com/live, so ist es richtig, kann man sich einloggen mit seinem Xbox Live Profil und kann dann auch Nachrichten lesen, Freundschaftsanfragen schicken, irgendwelche Codes eingeben und so, also äußerst praktisch. Und dort drüber habe ich das letzte Mal versucht, die Leute einzuladen, kurz bevor es losgegangen ist. Zum Teil hat es dann einfach geheißen, der Gamertag sei ungültig. Ich weiss auch nicht, wieso das passiert. Egal. Mittlerweile sind alle dabei. Und wie gesagt, kommt ihr einfach online, dann kann ich euch einladen. Die anderen bei der Gamertag unten in den Kommentar reinschreiben. Und dann schauen wir mal, wie das klappt. Es kann dann sein, dass wir ein bisschen viele Leute sind. Und von dem her machen wir dann vielleicht eben mehrere Sessions, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe. Jetzt ist es aber so, beim letzten Mal hat es auch schön viele Crown-Jungs dabei gehabt und dann haben wir so können das Ganze auffüllen. Es ist auch so, dass man bis zu 18 Leute privat kann die Partygames spielen. Ist einfach so, dass da ziemlich viel los ist. Aber für die es noch nicht geschnallt haben, wir spielen das nicht, um irgendwie den Besten rauszufinden oder so, sondern es geht wirklich nur darum, Spass zu haben. Und wenn jetzt ständig einer dominiert oder so, ist es sicher für den sein Ego auch gut. Aber es ist nicht die Idee, dort dann eben tryhard-mässig jetzt unbedingt zu gewinnen. Weil zwischendurch läuft es halt wieder leid, das ist halt Call of Duty. Und was willst du machen? Ja, das wär's mal zu dem. Eben kommenden Samstag mal schauen, wie viel das rum sind. Würde mich freuen. Ist immer wieder, für mich ist es äußerst unterhaltsam. Weil eben mir ist das scheißegal, wie gut dass ich da bin. Und ist eher ein Vergnügen, euch nicht zuzuhören, ein bisschen Text eben und mal ein bisschen ohne Stress Call of Duty zu zocken. Anderen geht es sicher auch in den Public Lobbys so.
Aber mir stresst es eben so nach ein paar Games aber das schon wieder ein bisschen. Aber es ist eben schon so, wie viel im letzten Video kommentiert haben. Das hat mich gefreut. Merci für euch das Feedback, was euch Spass macht. Es ist eben schon so, es gibt zwar den einen oder anderen, der lieber Solo spielt, aber für mich geht das eigentlich fast gar nicht. Weil früher oder später säckelt man dann einfach in ein gegnerisches Team rein, wo einfach 3, 4, 5 Jungs zusammenspielen. Und dann ist es hure schwierig, Solo zu reissen. Und der Sieg kann man dann eigentlich auch vergessen. Und das ist auch ein bisschen schade. Aber ja, nicht weiter tragisch. Ich verwende das jetzt gerade als Überleitung. Und zwar bezüglich tragisch ist es so, dass es rausgekommen, dass im Dead Space 3 kann man mit echtem Geld so Materialien kaufen, die man dann braucht zum Waffen zusammenbauen, zusammensetzen. Und ein Aufschrei ist durch die Dead Space Community gegangen. Das erste Mal, dass das 3 sowieso so ein Action-Game wird, hat viele gestört. Und jetzt noch, dass man hier mit Geld Zeug kaufen kann und so. Und ich meine, ob man mit diesen Microtransactions in den Spielzeug kaufen, ist noch ein sehr heiß diskutiertes Thema immer. Aber was viele von diesen Dead Space 3 Anhänger oder jetzt nicht mehr Anhänger verhängen, ist einfach die Tatsache, dass Electronic Arts das schon seit Ewigkeiten macht. Ich meine, im Need for Speed kannst du schon lange irgendwelche Kehren oder Punkte oder was auch immer kaufen, dass du schneller vorwärts kommst und so. Und was die meisten dort eben völlig ignorieren, ist halt, erst mal die aufschreien, sind meistens Jungs, die nur in die Schule gehen und so, selber kein Geld verdienen. Und dann finde ich das nachvollziehbar, dass man hässig wird, wenn andere sich einen Vorteil verschaffen können, wenn sie mit dem Geld nachher eben Zeug in-game kaufen können. Jetzt ist es aber so, dass in vielen Games kannst du keinen Vorteil verschaffen in Bezug auf Online-Modus und so, sondern es tut rein die Einzelspielererfahrung verändern. Und inwiefern verändert es die Erfahrung? Es sorgt dafür, dass man meistens schneller oder einfacher vorwärts kommt. Was hat das vielleicht für einen Hintergrund? Vielleicht ist man eine faule Sau, wo das Game einfach nicht wirklich richtig zocken. Das könnte das eine sein. Weil was noch auch bewusst sein muss, dass wenn ihr mit so finanzieller Unterstützung zockt, ist es häufig so, dass ihr nicht die Spielerfahrung habt, die sich der Entwickler eigentlich vorgestellt hat. Und somit büsst ihr selber etwas ein. Kommt ihr eigentlich noch mit? Ich hoffe es doch schwer. Die Sache ist einfach die. Jedem ist doch das Schlussmoment selber überlassen. Weil der Geld investiert, verdient vermutlich schon Geld. Und wieso verdient er Geld? Weil er geht arbeiten. Häufig hat man vielleicht noch eine Family oder so. Ist jetzt gar nicht so eine chillige Lage wie ich noch im Moment. Sondern muss seine Zeit ziemlich genau einteilen. Und das ist ja auch noch wichtig, dass man Zeit für seine Family sich nimmt und so. Alles andere wäre ganz leid. Somit bleibt weniger Zeit zum Zocken. Klingelt es langsam, wenn weniger Zeit zum Zocken bleibt, nimmt man das vielleicht gerne in Kauf, dass man ein bisschen Geld investieren kann, um dann gleich noch das Ende des Spiels zu sehen. Und auch wenn man eben dann nicht mehr so herausgefordert ist doch das immer noch besser, als ein halbes Jahr brauchen, um ein Game durchzuzocken. Klar kann man jetzt wieder sagen, ja, dann hast du länger etwas davon und so, aber vielleicht möchtest du eben in diesem halben Jahr noch 2 oder 3 andere Games auch noch spielen. Und dann sind wir schon wieder mit Zeitdilemma. Darum, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, solange dass man sich nicht einen Vorteil verschaffen kann, einen unfairen, durch Käufe. Aber sagen wir jetzt, wenn wir jetzt also wir sehen jetzt, wie das mit dieser Peacekeeper-Knarre gemacht wird am 29. Das heisst, in 6 Tagen kann man jetzt Black Ops 2 DLC abladen, mal schauen, wie das läuft mit dem. Und dann sehen wir dann, ob die wirklich so stark ist, wie das gemacht ist mit anderen Spielern und so. Und wenn man sich jetzt im Call of stärkere Waffen kaufen kann, wäre das sicher unfair gegenüber denen, die das Geld eben nicht haben oder gar nicht investieren wollen. Aber solange das Zeug ist, wo eigentlich der Multiplayer-Genuss nicht einschränkt, finde ich, ist es überhaupt kein Problem. Aber eben, es ist ein heiß diskutiertes Thema. Jetzt vergesst nicht, euren Namen Xbox Live Gamer Tag reinzuschreiben, wenn ihr am Samstag mitmachen wollt. Und ja, würde mich noch interessieren, wie das so auf euch wirkt mit diesen Microtransactions, also diesen Ingame-Käufen, die man mit echtem Geld regeln kann. Ja, wie seht ihr das? Habt ihr euch das schon mal ein bisschen überlegt? Habt ihr vielleicht schon mal ein bisschen Geld investiert?
Das wäre es eigentlich gewesen von heute. Von mir, für euch, schönen zusammen. Gut gekämpft. Zeit, die Bezahlung zu kassieren.